Et ass eng Platz, wo d'Foussgänger nëmmen ongär lerncht trëppeln. Och d'Automobiliste si froh, wann se séier lerncht sinn. Op der Streck vun der Gär iwwer Diddenhövener Stroos op Bonewich kënnen de Lernchten a Brigado. Eng wichteg Platz fir Mënschen, die mat Probleme mat Drogen hunn. Et ginn zu Lützeburg schätzungsweis 2500 Mënschen, die schwéier Drogen ofhängig sinn. Beim Abrigado, der sogenannter Fixerstoff, gesäit vill Männer. Wie liefet sech eigentlich als Frau an diesem rauen Drogemilieu? Weni hëlt Sucht d'Iwerhand an wen unterstützt Drogekonsumentinnen weh raus aus ihrer vulnerabler Situation? Rosa Clement huet mat 2 betroffene Frauen geschwärzt. Hallo, so leid. Ich habe alles gemeint, es gibt so viel weiter. Ich habe alles geklaut, ich habe nicht hun so. Ich habe kein Wäsche. Wo hast du geschlafen? Wie immer, du weißt. Kleider, ein Bett, ein Dusch, ein warmer Kaffee. Wir führen allem ein Open Hour. Schwarzer Kaffee, gell? Ja. Und da kommen sie immer nicht mehr dann, wann. Und dann alles vorgelassen, ne? Ganz glück. Merci, Maus. Merci. Allmählich spielt Fragruppe am Brigado den Drogekonsumentinnen eng Platz, wo sie sich op mans 4 pro Stunden Geburge viele freischwatzen erraschte können. Und da kannst du auch neue Kleider kriegen. Ja. Melanie aus Könneschei. Sie lebt seit enger Zeit schon op der Stroß. Das kann nicht verhängen passieren. Bei mir ist es so gewirrscht, dass die Leute nicht daran denken, dass es einfach nicht mehr eine Sache von Depression ist. Und die Menschen, die ich kenne, haben einfach irgendwann keine Kraft mehr gehabt. Weil die Gesellschaft halt so abgebaut ist, dass sie immer noch funktionieren soll. Und dann möchte ich das, und irgendwann geht es nicht mehr. Und bei mir ist es doch so gewirrscht, irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Und dann wünsche ich mich einfach hin und gesagt, da wollte ich nicht mehr abstehen. Den nächsten Kontakt mit Drogen hat Melanie mit 17 Jahren. Trotz Sucht hat sie auf der Uni einen Master gemacht. Irgendwann ist sie auf Methadon übergesprungen, hat mit dem normalen Leben gefordert, als Prof geschafft, eine kleine Familie gegründet. Bis eines Tages ihr Mann gestorben ist. Wir waren eine junge Familie, ich war glücklich. Mama, Papa, Kant, 3 Jahre, clean, alles, seit Jahren. Meint es geheft, er hat irgendwo Grippe und es war tot. Dann sind sie gestorben. Mit einem Kind von 3 Jahren. Ja. Diese Schicksalsschlag hat sie gebracht, eine schwere Depression ausgelöst. Später gouf dann hier Kant platziert. Eine weitere schwere Kuh für die junge Frau, die darauf hin die Hand durchgeschmissen hat und Trost an den Drogen gefunden hat. Es ist nicht ein Kurs für den Tod oder Doland. Es gibt immer verschiedene Faktoren. Ja, und das versteht die Leute nicht. Der sieht letzte Bäuer, der sieht abgeführt in einer Familie. Ohne Probleme, mit nicht mehr Leute, die Union funktionieren, alles und so. Und der sieht aber auf der Straße wurden. Wie kann das sein? Melanie ist ein Beispiel dafür, dass es jeden treffen kann. Denn am Ende versucht die 43 Jahre alte Frau mit einem Traitement Sucht nicht in den Griff zu kriegen. Während der Methadekrise hat den am Brigado aus der Not raus mit der Substitution angefangen. Claudia Aller hat direkt von der Struktur unterstreicht, wie wichtig es ist, die Opfer zu holen. Gerade hier im Niedrigschwelligen ist ja die Produktqualität ganz schlecht, ne? Da ist viel Knirsch dabei, was halt auch wiederum körperliche Auswirkungen bringt, Wunden zur Folge hat, Entzündungen, Abszesse. Und das reduziert man natürlich, indem man ein sauberes Medikament vergibt, ne? So wie ein Zuckerkranker, der sein Insulin braucht. Das ist einfach eine körperliche Abhängigkeit, die ich aber schon auch mit gewissen Medikamenten in den Griff kriegen kann. Geschätzt gibt es zu Lützeburg rund 2500 problematische Drogekonsumenten. Am Tag besichern zwischen 120 und 150 verschiedene Personen Strukturen der Nesol. Sie wird für am Konsumraum oder draußen unter hygienischen Umständen hier eigene Drogen zu konsumieren. Bei illegalen Suchtmitteln ist das verbunden, jetzt wie bei uns, mit Blut und offenen Spritzen oder die Hose ist runtergelassen. Das sieht ja teilweise dann auch wirklich sehr unschön aus, wenn Menschen hier vorbeifahren, gucken ja auch viele von der Straße dann auf unsere Klienten, die fühlen sich auch nicht gut dabei und sind sich ihrer Situation sehr bewusst. Da ist viel Abscheu und Ekel. Das ist schwierig. Im gesamtgesellschaftlichen, denke ich, müssen wir weiterarbeiten, dass wir informieren auf das Medizinische und dass die Menschen wirklich als krank betiteln und sagen, dass sie medizinische Hilfe brauchen. So, hier ist die Party von der Nusch. Das heißt, wir haben 7 Zimmer mit 6 Schlafplätzen.
Ich weiß nicht, zum Beispiel so gesagt ein Zimmer aus mit 6 Betten. Moning Moyen all Dach 5 Frauen, die heute schlafen. Am Jahr sind die Edukatrissen hai am Moyen 85 verschiedene Frauen aus unterschiedlichen Altersklassen, Nationalitäten und soziale Schichten. Viel von ihnen sind Mammen, hier kann a Foyen placéiert. Die Majorität von den Frauen prostituieren sich für ihren Konsum und die Leben zu finanzieren. Das sind Frauen, die ganz vulnerabel sind durch ihren Konsum. Ganz viel auch durch den Konsum auch psychische Probleme haben. Hier können wir aber die Frauen schützen. Und wir lernen die Frauen auch kennen, dass eben die Gesellschaft muss wirklich verstehen, wie weit sind die Leute auf der Straße und nicht, weil sie wollen. Voilà. Tanja hat kein Daheim. Sie ist seit viele Jahre schon auf der Straße, ein Leben geprägt von Sucht und Gewalt. Gestern muss ich zusammengeschlagen auf der Gare. Aber ich habe mich gewehrt und den ist drum wurde Bier. Und das nimmt man der rechte Hand, weil auf der linken Seite nicht gelebt. Außer mein Name geht noch, aber mein Weg geht nicht mehr. Nicht schläft Tanja hier am Nutzasyl. Meist kriegt sie Substitutionspillen, isst etwas und mischt sich auf den Weg auf die Straße, für zu heischen. Seit mehr als 6 Jahren kommt sie an der Fraugruppe. Hier fühlt sie sich wohl. Das ist auch ein schöner Hilfe. Merci. Ich gehe jetzt durch. Ja. Das verstehe mich gut, mein Claudine. Ich kann noch viel mit ihm schwätzen. Wir können noch streiten, gell? Aber wir können noch gut streiten. Okay, da ist das so. Ja, Leute, die streiten noch hier und da, mag ich gerne. Frauen wissen, ne, dass unsere Fraugruppe mindestens von 10 bis 6 ist. Wir präparieren immer alles heute an der halb 11. Freuen sie schon da innen, sind sie da und dann kommen sie rauf an die Entrée vom Nutzasyl schallen. Wir hören sie hier bannen und dann gehen wir abmachen, kommen sie hier ran und da sind wir hier am Fumoir, dann trinken sie Kaffee, frohen eine Zigarette. Gehen an die Dusche, froh für Schlafen zu gehen. Wir gehen hin proper Kleider, wenn wir da haben. Wir haben Hygieneartikel, ganz banal, normale Sachen. Einfach Hummer heu. Tanja ist Santa 8 Main clean, den Entzug ist hart, die Unterstützung vom Team Abrigado ist essentiell. Beim Tanja machen wir doch so, dass man ihm nicht, also wir geben ihm Medikamente vom Moes und dann abends eher schlafen geht oder so. Und da kriegen wir so mittags, da kriegen wir eine Stabilisation hin, ne? An dem wir zusammen schaffen, an einen kleinen Kader. Und das hat es schon ihm geholfen, für mal nicht so zu konsumieren. Und ja, dann muss ich noch gucken mit dem Alkohol. Es geht um kranke Frauen wie Tanja, Melanie und andere, die alltag versuchen, an diesem harten Milieu zu überleben. Für sie soll es in Zukunft eine adaptierte Struktur geben, die ihnen Schutz und Wohlsinn bietet. Es wird nicht so ein riesen Abrigado sein, sondern es wird ein Haus sein, wo die Frauen sein dürfen, wo sie ein Mittagessen bekommen, wo sie sich zusammen hinsetzen können, wo sie am Tag sich ausruhen können, wo sie auch eine Konsummöglichkeit haben. Man sollte das als Tag- und Nachtstruktur machen, dass die Frauen dort auch nachher wohnen können und regelmäßig sein können, um sich dann von da aus weiter stabilisieren zu können. Mit dem Konzept umfassend mit medizinischen Hilfen, aber auch mit den sozialen Hilfen. Das wird hier tatsächlich einzigartig und auch Pionierarbeit sein. Wenn de Projekt starten wird, steht noch nicht fest. Voraussichtlich soll das aber noch das Jahr sein. Bis dahin werden Tanja und Melanie wohl weiter, meint das Rendezvous am Abrigado nicht verpassen. Ich will einfach nicht krank sein. Ich habe kein Interesse daran, Drogen zu konsumieren. Das ist bei mir immer so. Ich will, dass es viel geht. Eddie, an alles Gute und merci, dass du so lieb warst und mich gefilmt hast. Merci.